Der Schurmeier, das ist auch so ein hohler Lump. So, jetzt werden wir dann da hinschauen. Pass auf, da habe ich noch einen Fertigkeitspunkt gekriegt. Und den benutze ich bei der Ausstrahlung. Und einen Preis wie? So, der Ausstrahlung. Hallihallo, ich bin's. Der Saupreis. Ich werde mal mit die Leiche anschauen. Den Toten in den Augenschein nehmen. Mal. Seine Jacken und Hosen ist dreckert. Ja, lieber gut. Den haben das Dreckert da reingeworfen. Da ein Zettel. Das ist ein Bibelvers, kann das sein? Schaut was aus, oder? Da nur ein Kuvert. Vergeht's gut, hat er gesagt. Der Pfarrer Bayerle. Vielleicht sollte ich den dann aufsuchen. Seine Hände sind dreckig und verkrampft. Gewaschen um den nimmer. Pass auf, kriegen wir die auf, schon, oder? Weil wir gerade ein bisschen Glück haben. Mit Bier geht das. Freunde, kurz vom Scheitern. Aber, knapper Sieg. Und da hat er jetzt einen Knopf. Vielleicht hat er Knopf zum Täter. Ja gut, das war die Leiche vom Lenz. Ich darf mich sagen, wir marschieren zurück. Vom Pfarrer Bayerle. Der Mann, ich weiß was. Du soll mir dort eine Schnellreise geben. Nimm mit dir. Über die Wanderroute. Zum Wirtshaus oder zur Kira? So, jetzt sind wir. Bei der Kira schon, oder? Oder beim Wirtshaus? Ich weiß gar nicht mehr. Wirtshaus. Ich torkel da rot besoffen rum. Da sagelt da noch wie blöd. Was war denn da, Herr Doktor? Schweighöfer, wie schaut denn aus? Was sagt dann zu der Todesursache? Also eigentlich darf ich das ja nicht. Sie wissen ja, die ärztliche Schweigepflicht. Hat der Schurmeier das abgesegnet? Scheiß auf die Schweigepflicht. Mein Bauchgefühl sagt mir. Ist das so? Kommt mir eigenartig vor. Aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, das zu überprüfen. Das Opfer hatte eine Wunde am Hinterkopf. Einwirkung mit einem stumpfen Gegenstand. Ich kann aber noch nicht sicher sagen, ob er daran gestorben ist. Könnte auch der Sturz gewesen sein. Ein stumpfer Gegenstand. Information für immer. Das war tragisch, aber leider heutzutage nicht mehr so selten. Die Leute geht's immer schlechter und keiner kümmert sich. Früher haben die Leute noch beieinander gestanden. Heute steht jeder für sich allein. Früher? Wann früher? Dem stehen wir mir als Mein aktuell sind wir im Jahre 1866. Da bräuchte man eine neue Wissenschaft, die sich mit solchen Phänomenen beschäftigt, die solche Phänomene ergründet. Wir wären erst gerufen, wenn es bereits zu spät ist. Ich konnte nur noch einen Tod feststellen. Zumindest hat es Erfahrungspunkte gegeben. Ja, Praxis. Gib mir die rein.
Klopf, klopf, wer ist da? Natürlich keiner. Mann, der Doktor ist draußen. Klar, oder? Der Pfarrer Beile. Der Mann, ich kann was wissen. Da ist er, der Saufbruder. Du, wie schaut denn aus mit dem Bibelvers? Damit kennt du aus. Einen Bibelvers? Aha, ich möchte doch schwer annehmen, dass ich dir damit behilflich sein kann, lieber Valentin. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierde wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das ist Johannes 8 aus dem Evangelium nach Johannes. Den Abschnitt kenne ich, ja, ich habe ihn schon unzählige Male gelesen, lieber Valentin. Aber diese spezielle Seite kommt mir nicht bekannt vor. Diese Seite kann wirklich aus fast jeder Bibel gerissen sein. Eine Schande. Die göttlichen Schriften so zu behandeln, kaum zu fassen. Wahrlich eine Schande. Die göttlichen Schriften, damit wischen wir einen Arsch. Und zwar 3-mal. Natürlich kenne ich diese Kuverts. Kann ich fragen, wo du dieses gefunden hast? Ja, Mann, beim Toten. Dieses Kuvert wurde beim Lenz gefunden? Ein solches Kuvert wirst du vermutlich in jedem Haus in diesem Ort finden und auch andererorts. Die Kuverts bekommt jede Pfarrei in der Umgebung zur Verfügung gestellt, für Korrespondenz. Ich gebe meine Mitteilungen an die Gemeindemitglieder auch immer wieder schriftlich heraus. Die erhalten sie dann in einem solchen Kuvert. Aber ich versiegele die Briefe nur in seltenen Fällen, damit die Leute es noch einmal verwenden können. Vieles ist hier knapp, lieber Valentin. Das ist nicht die Der große Pfarrer ist Stadt. nachhaltig. Folglich hat ein jeder hier diese Kuverts und kann sie auch zu eigenen Zwecken benutzen. Freilich hat auch der Lenz schon Briefe von mir bekommen. Nur glaube ich, nicht in letzter Zeit. So, was ist denn da gleich mit der Haushälterin? Frau Schiebst du da eine Oberlechner? Ja, die Renate. Eine gute Seele und, das kann ich nicht genug betonen, eine hervorragende Haushaltshilfe. Aha, das glaube ich ihm gleich. Die ist schon eine ganze Zeit bei mir. 12, 13, also schon mehr als 10 Jahre auf jeden Fall. Die arme Renate hat es auch nicht immer leicht gehabt. Weißt du, der Herrgott hat Renates Mann leider schon vor einiger Zeit zu sich geholt. Da blieb sie ganz alleine mit dem Bub zurück. Inzwischen ist der natürlich auch kein Bub mehr, der Maxl. Und so kam die Frau Oberlechner dann zu mir. In der Gemeinde muss man So ein schließlich Zufall. füreinander da sein. Die Renate brauchte eine Anstellung und ich brauchte Hilfe. Und so ein Haushalt ist wahrhaft keine Aufgabe für unsereins, nicht wahr, lieber Valentin? Also, wenn du mich fragst, der Pfarrer hat Dreck am Stecken. Der Bub, der Maxl, ist dann auch bald in die Stadt gegangen. Wir haben schon viel erlebt, die Frau Oberlechner und ich. Da lernt man sich im Laufe der Jahre auch persönlich besser kennen, wenn man so viel Zeit miteinander, also menschlich. Du weißt gewiss, wie ich das meine. Verstehe. Pass auf, mit meiner Ausstrahlung. Schaffen wir das? Ich mag bezweifeln. Aber mit ein bisschen Glück kann sie hauen. Aber Glück ist nicht mein Freund. Was möchtest du mir denn hier unterstellen? Die Renate, also die Frau Oberlechner und ich? Ja, um Himmels Willen. Ja, um Himmels Willen. Der Herrgott hat für so Er und etwas seine kein Ehre. Verständnis. Ich bin ein Mann Gottes. Dort liegt meine Loyalität. Das sagen soll ich. Ich bin vor vielen Jahren einen Bund eingegangen, den mit Gott und meiner Gemeinde. Und diesen Bund ehre ich jeden Tag. Ich kann mir schon vorstellen, wie du auf so einen Schmarrn kommst. Die Leute Ja. hier im Ort zerreißen sich immer das Maul über irgendwen. Und trotzdem, oder gerade deshalb, bin ich jeden Tag dankbar dafür, meine schützende Hand über diese Gemeinde halten zu dürfen. Der Pfarrer seine scheinheiligen Aussagen. Den darf dich über den Weg trauen. Pass auf, da leidest du wieder. Ich habe gesagt, wir sollten langsam mal eine Pause machen. Da habe ich 2 Punkte gekriegt, tatsächlich.
Dann nehmen wir auch mal die Wendigkeit. Wobei, Empathie brauche ich. Der Schorsche, den suche ich immer noch. Der Pfarrer und seine Beziehung. Ich glaube, da läuft was. Da gehe ich jede Wette rein. Aber bevor wir wetten, werden wir eine Pause machen. Und die machen wir vielleicht am besten drunten am Wirtshaus. Denn wie wir wissen, beim Wirtshaus ist es am gemütlichsten. Wo war denn das? War das da vorne? Na, da hinten. Wirtshaus, wo war's denn? Das war die Kira, da ist Wirtshaus. Immer den Leberkäse noch. So, da tummeln sie wieder die Schnapsleichen. Die gehen aber auch gar nicht heim. Weil da stehen wir immer hinten hin, oder? Hinterm Haus, meinem geschicktesten. Bastelbank? Nein. Aber Steckerl. Da haben wir ein Scheißhaus. Da ganz modernes. Zu der Zeit. Ja, da mache ich halt. Gehen wir da hinten. Beim Scheißhaus mache ich Pause. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann und servus.